Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite. Seebestattung ends auf Pelzig. Das Warenhaus war für solche Tiefen nicht ausgelegt. Mehr Druck bedeutet mehr geplatzte Rohre. Okay. Väterchen Frostplasmid. Das ist ja schon irgendwie geil. Winterblast hieß es übrigens, jetzt ist es mal gerade wieder eingefallen. Im Original hieß es Winterblast. Bin ich mal gespannt, ob das auch so unglaublich elegante Vigor Fläschelhot das Ganze. So, dann. Verdammt, abgesperrt. Lassen Sie mich mal. Hat sich bei Schlössern so wenig getan? Das kriege ich ja mit einem simplen Dietrich auf. Das war's. Wo haben Sie das gelernt? Oh, das habe ich mir vor langer Zeit mal drauf geschafft. Okay, Unser eisiger Freund hat eine deutliche Spur hinterlassen. natürlich. Nice to see you. War hier noch irgendwas? Kist. Okay. In der war aber nichts. Ja gut, da sind wir da nett hier mit so einem reizend. Hier haben wir noch ein bisschen Eve. Okay. Im Kampf ist sie allerdings mal wieder nicht zu gebrauchen. Herrenbekleidung. Plasmidfallen sind extrem wirkungsvoll. Ja, okay. Genau. Sie scheinen uns nicht zu sehen. Und tschüss. Wenn Sie leise sind, können Sie sie vielleicht überrumpeln. Schon Das gemacht. erhöht Ihre Chancen. Das lief hier schon mal ganz gut so. Okay. Die hat ein bisschen Tee, was Eve auffüllt. Die hat nichts dabei. Die Kistekopf. Hat eine Thermosflasche. Die hat noch ein bisschen Schokolade dabei. Tee und Cracker. Oh, da ist noch einer. Herr Gesicht. Ja, echt mal Herr Gesicht. Okay. Scheiß drauf. Hier verpasse ich eine neue Phrase. Revolver bringt hier ziemlich wenig. Ich bräuchte noch so Minuteman Armory gedöns. Na, komm her, scheiß drauf. Das machen wir auf die ganz althergebrochte Art und Weise. Morde dürfen nie zu anonym werden. Das muss eine persönliche Note haben. Da muss man ab und zu mal in den Nahkampf gehen. Ja, gerade am Anfang finde ich das recht interessant. Ah ja, okay. Genau. Deswegen ist das ja optional. Benötigt Lockpick. Knacken nicht möglich. Das wollen wir doch mal sehen, ob das nicht möglich ist. Zumal es ein optionaler Raum ist. Müll durchsuchen. Aha. Mal edelst die Beschäftigung in ganz Bioshock. So, hier aber. Okay, da ist einfach nur wieder Öl. Da können wir durchkraxeln. Wo warst du gestern Nacht? Aus? Guck mal, wer jetzt stirbt. Und... Oh, dass man nicht ins Gesicht, sondern der Körper wird aufgetrennt. Nicht schlecht. Da hat ein Bär für $7. Und Lockpick. Hehehe. Habe ich ja gesagt, wollen wir doch mal sehen, ob wir hier kein Lockpick finden. Audiotagebuch. Ein freundlicher schwarzer Herr, Moses Leidecker. Sie wollen mich wohl hier verrotten lassen. Sicher habe ich vertraglich zugesagt, dabei mitzuhelfen, Fontaines Warenhaus in ein Gefängnis umzubauen. 10 Tage Eilauftrag, alles schnell, schnell. Und kurz bevor die Gefangenen ankommen, zerfetzt mir eins von ihren beschissenen Geschützen beide Kniescheiben. Wahrscheinlich bleibe ich für immer ein Privatwald, von Irren umgeben, eingesperrt in diesem Knast. Geld habe ich auch keins gesehen, aber das ist mir egal. Holen Sie mich bitte nur hier raus. Sorry, mehr habe ich nicht. Okay, das Geschütz haben wir jetzt auch schon entfernt. Ach du Phrasenmann. So, zack. Oh, Genickzwirbler. Reizend. Spinnenmusik und alles ist wieder fertig. Sehr schön. Was hat der da hier geschrieben? Nett. Und noch ein Lockpick. Das geht doch easy peasy hier. Ausrüstung gibt es ja auch noch. Haben wir einen Vergleich. Neue Hosen, elender Blutsauger. Das Töten eines Feindes durch ein Plasmid verschafft dir etwas Eve. Eine einfache Hose. Okay. Dann nehme ich doch das.
In der Kiste haben wir noch einen Schokoriegel. Und da gehen wir nochmal runter. Wo die ganze Freakshow-Versammlung war. Kannst du dir das mal ansehen? So. Geschafft. Schade, dass er sie duzt und sie sieht ihn nach wie vor. Das Daily Bread. So, dann gehen wir mal ins tägliche Brot rein und mal was hier kommt. Na, okay, Eve und Tommy Gun. Oh, cool. Das ist so klassische 30er Jahre, so klassisches 30er Jahre MG. So, man könnte schon fast sagen, so Mafia-Maschinengewehr, wie man es aus der alten Filme kennt. Tommy Gun, die Bezeichnung war mir allerdings neu. Audiotagebuch von Sander Cohn. Ryans Reden waren immer ein echter Ohrenschmaus. Parasiten hier, die Erhöhung der menschlichen Rasse da. Irgendwann wurde es zwar etwas langweilig, aber der alte Haudegen war einfach ein begnadeter Redner. Okay. Dann wird erstmal unsere Gesundheit erhöht. Ich fühle mich schon besser. Natürlich, ist ja auch eine Infusion. Geschütze kaputtes, Munition für Tommy Gun. So. Freunde? Natürlich hat er Freunde. Aber ich stehe immer an erster Stelle. Von euch Freaks hat niemand Freunde. So. Nur so ganz nebenbei mal. Ah, da ist noch eine Leiche. Kleine Goldbarre. Das ist ja meiner. Oh, nett. Das sieht auch schon aus, als würde er ein bisschen länger durchliegen. Aber nicht so besonders lang. Okay, Eve ist voll. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine Ernährung, die reich an Fisch und Meerespflanzen ist, die kognitiven Funktionen verbessert. Wollen Sie sich so brillant wie möglich sein? Besuchen Sie Neptunes Bounty. Clever fürs Gehirn? Okay, das ist wieder nur irgendein Blabla. Ich habe gedacht, eventuell wird was Wichtiges gesagt, war das mega still. Ah, Zigarette. So, erstmal in die Rache. Dann ein bisschen Chips hinterher futtern. Das heilt danach den Schade von einer Zigarette. So, nett. Da hat sich einer entweder totgesoffen oder weiß der Teufel, was mit dem passiert ist. So, hier nix. Ah, nix. Alle hopp. Und hinterm Trazen, außerm Trazen nix gewesen. Sieht so aus, ja. Okay. Na dann wieder hoch mit uns. Da hat man den optionalen Bereich hier gut abgegrast. Und hätten sogar noch MG gefunden. Ja, per Frachthaken, das ist ja alles schön und gut, aber wenn hier halt nirgendwo einer hoscht, dann muss das halt so sein. Ah, Munition für Revolver. Für Geld und noch ein Dösel. Hier sind anscheinend wieder irgendwelche Gesichter vorne dran. Oder in der Nähe. Ich sagte Sander Cohn, ich hab gehört, wie du über mich gelästert hast. Du hast mir alles genommen! Was? Munition, Mr. DeWitt. Mistkerl. Bitte sehr! So, dankeschön, wo auch immer du das jetzt gefunden hast. Verbände und Puffer. Also die Waffen machen jetzt deutlich weniger Schade, habe ich das Gefühl. Mehr du. So. Okay. Fussel-Fussel-Musik. Sehr schön. Dann passt das alles soweit. Unseren erster optionaler Bereich haben wir auch abgegrast. Und ich hoffe, irgendwie bei Seebestattung 2 können wir das Ganze übertragen, was wir hier gewonnen haben. Noch ein Lockpick. Auch ein bisschen Sardine können. Schade, Champagner. Ach ja, wenn wir schon dabei sind. So, da ist unser Kumpel wieder entlang gelaufen. Sehen Sie da oben. Genau. Deswegen auch diese Mitteilung. Okay, jetzt sind anscheinend Kenny auf diesen Angriff hätte landen können. Ach, wie Spaß. Mehr hab ich nicht. So. Ich finde das Väterchen Frostplasmid. Gut, Tommy Gun Munition haben wir jetzt auch nochmal einen Damenschuh. Also hier hat irgendein Schuhfetischist offensichtlich bei der Produktion mitgewirkt. Und Väterchen Frostspleißer scheinen die wohl auch nicht so besonders zum... Huch, der lebt ja noch. Ich habe nichts.
Noch irgendwas, was Gesundheit gebracht hat. Und eine Orange. Ah ja, da ist noch. Okay. Solange die sich hier gegenseitig umbringen, habe ich kein Problem damit. Neu. Hut, böses Auge. Waffenschaden erhöht sich, wenn der Spieler über Kimmer und Korn zielt und nach aufeinanderfolgenden Kills. Bis zu 5. Okay, aktuell Hut, Hut. Einfacher Hut. Na gut, dann nehmen wir noch böses Auge. Ist zwar nicht das Beste, aber wir nehmen es einfach mal mit. Du ist die Ausrüstung zerfetzt. Irgendjemand rennt hier noch rum. Ah, das ist nur Elisabeth. Okay. Man weiß ja als nie. Oh, nee, Wermut trinke ich bestimmt nicht. Wermut ist echt eklig. Wenn einer von euch das mal probiert hat, also Wermut, boah, das schmeckt echt zum Gott erbarme, finde ich. Mein Geschmack trifft es definitiv nicht. Aber man würde ja Alkoholiker nicht Wermutsbrüder nennen, wenn das nicht was für jeden wäre. Beziehungsweise wenn das keiner trinken geht. So, jetzt gehört es mir. Und gucke für wie lang. So. Gut, wir brauchen ja Väterchen Frost sowieso noch als Plasmid. Deswegen werden wir wahrscheinlich wieder auch noch ohne Kummer. Wo wir dann auch nochmal die Plasmide aufmotzen können. Ah ja, okay, Rapture und Eis geht's dort hier. Das heißt, das ist optional. Das ist schon mal auf jeden Fall eine sehr coole Erneuerung, wo man sehen kann, was optional ist und was Hauptgebiet ist. Okay, das soll jetzt auch mir gehören. Gucken wir mal, wie gesagt, wie lange das hält. Ich glaube ja nicht, dass das so besonders lang hält. Das war in Infinity auch nicht gerade Fall. Und ja, jetzt hänge ich die ganze Zeit für ihre Wohnung rum. Das spricht von sehr gesundem Verstand. Und noch gehört er uns. Rehlein, hast du Besuch? Und neuer Hut, super Hammer. Reichweite von Nahkampfangriffen verdreifacht und Schaden verdoppelt. Verbraucht aber 25% deines Schilds. Ja, Mist, eigentlich wollte ich das jetzt ausrüsten, aber huch! Ich war doch immer für dich da. Ja, genau. Hier, das wird helfen. Ja, dankeschön. Okay, da hat jetzt erstmal hier mein Geschütz, was mir nämlich gehorcht, kaputt gemacht. Hat dabei seinen Schachtelhut verloren und jetzt bringt er sich hoffentlich selber um, der Typ. Los, bring dich um. Wie kann man nur so herzlos sein? Ich suche noch. Der bringt sich ja nicht mal selber um, nachdem ich ihn beherrscht habe. Okay, das braucht anscheinend auch irgendein Ding noch, um das Ganze zu modifizieren, dass die sich dann selber umbringen. Und Cohen spricht wieder. Über mein erstes Stück schrieb der Herald: Ein toter Wal ist im Schubert-Theater gestrandet. Und mit jeder Aufführung stinkt er erbärmlicher. Laut der Tribune klang meine erste Oper wie eine Vergewaltigung sämtlicher Meisterwerke Mozarts in einer einzigen jämmerlichen Katzenmusik. Und jetzt stoßen meine Kritiker sich an meiner Wohltätigkeit. Aber würden diese Schmierfinken auch nur einen Finger für die Weisen rühren, wenn ich es nicht täte? Was ist mit diesen Leuten? Die wirken, als wären sie verrückt. Der erste Splice ist unschlagbar. Danach geht es steil bergab. Die Frozen Frosties, die Jockeys, die dir ohne zu zögern 1000 Volt verpassen. Haben Sie Mitleid mit denen? Das wären nicht die ersten armen Schweine, die ihr Heil in der Flasche suchen. Aber sobald man mal gesehen hat, wie sie beim Anblick von einer Little Sister und all ihrem Adam weiche Knie bekommen, ist es mit dem Mitleid ziemlich schnell vorbei. Tja, also so ganz saubere Leute, die sich noch nie gespliced haben, sowas gibt's ja eigentlich auch gar nicht mehr. Beziehungsweise so gut wie gar nicht mehr. Frank Fontaine zum Beispiel war jemand, der eigentlich nie gespliced war, ein ganz normaler Mensch war, ohne irgendwelche Plasmide. Und dann hat er zum Schluss von Bioshock Ends gedacht, ah ja, könnte ich vertragen, könnte ich ja auch mal probieren. Und dann ist er sofort ultra abhängig geworden und hat sich so extremst gespliced. So, dann müssen wir jetzt so lang gehen. Aber schade, dass wir das Ende nicht mehr gehört haben von der Psycho-Rede von Cohen.
Da ist es dann anscheinend wichtiger, wenn die Hauptquest weitergeht und wenn die Leute sprechen, als wenn du ein Audiotagebuch ist. So, Banane. So. Jetzt wollte ich aber auch nochmal was ausprobieren. Ausrüstung, genau. Da wollte ich hier. Superhammer, genau. Das wollte ich stattdessen ausrüsten. So geht es danach. Okay, gut. So, da ist der Aufzug. Ja, sieht man mich. Lässt sich aber vielleicht öffnen mit. Einem Schuss Schockjockey? Sie kennen Schockjockey? Besser als Sie ahnen. Sehen wir uns um. Vielleicht haben die Splicer ja irgendwas noch nicht geplündert. Okay. Das heißt, wir brauchen erstmal Schockjockey bzw. Electrobolt. Ich finde es etwas merkwürdig, dass die Plasmide hier jetzt, obwohl wir uns in Rapture befinden, nicht noch deine Bioshock 1 bis 2 Namen benannt werden. Sprich, dass Schockjockey nicht Electrobolt heißt, dass Teufelskuss nicht Plasmid heißt, etc. Nicht Plasmid, genau. Dass Teufelskuss nicht Abfackeln heißt und so weiter und so fort. Das ist schon etwas skurril. Da merkt man dann, dass es eigentlich ein Bioshock Infinite Mod ist. So. Noch trinkt man noch eine Soda. Und dann... Ja, Ladies Wear. Okay. Ja, okay. Ah, interessant. So. Aber da können wir auch noch hier. Hätte ich jetzt nie drauf geguckt, wenn der Pfeil nicht so steil noch aufgegangen wäre zu der Skyline. Oder wie auch immer sie es hier nennen. Okay. Damenbekleidung. Steh über der Masse. Ach, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, hier haben wir noch einen Apfel. Ich weiß ja gar nicht, warum das als Seebestattung 1 und 2 damals rausgekommen ist in der Episode. Das kann ich leider nicht sagen, weil ich Bioshock Infinite leider wirklich nie verfolgt habe. Weil man die Leute, die ich kenne, damals immer gesagt haben, naja, Bioshock Infinite, das war absolut scheiße, ich fand's blöd, guck das bloß nicht an. Habe ich ja gemacht, aber mittlerweile finde ich ohne Witz, dass Bioshock Infinite der beste Teil ist. Mit Abstand, wirklich. Und da habe ich dann leider entsprechend auch nicht mitgekriegt, wieso dann das DLC in 2 Episoden erschienen ist, obwohl es ja eigentlich dasselbe Zusammenhang zu sein scheint. Zumindest nehme ich das jetzt mal an. Kann natürlich auch sein, dass Seebestattung Episode 2 dann irgendwie völlig anders anfängt. Habe ich 3 Lockpicks? Tatsächlich. Ich bräuchte hier Hilfe. Mal sehen. Das nächste optionale Versteck dann hier. Fertig. Hier ist wieder nichts außer Tasche, da ist aber nichts dabei. Okay. Gut, dann gehen wir mal da rein. Gucken mal, was es hier noch gibt. Ein Lockpick, sehr schön. Ein Ring, der jede Menge Geld bringt. Schrank. Halsband, was ein bisschen Geld... Oh, was auch ziemlich viel Geld bringt. Und ein Audiotagebuch von dem Moses wieder. Ich verschicke Audiotagebücher wie gottverdammte Flaschenpost über die Rohrpostleitungen und hoffe, dass eine durchkommt und mich jemand rettet. Wenn Sie dies hören, schicken Sie Hilfe. Ich halte mich im Schuhgeschäft versteckt. Der Code lautet 0928. 0928. Okay, Schuhgeschäft 0928. Merke ich mal. 0928 beim Schuhgeschäft. Ah, da ist noch Infusion. Da mache ich als erstes mal Eve. Huch! Alter! Hey! So, da ist noch irgendwer. So, geht doch. Hat natürlich auch einen Damenschuh bei sich. 0928 im Schuhgeschäft. Gucken wir doch mal. Oh, okay. Schloss aufzuknacken? Ich probier's mal. Die haben einfach wieder zugemacht, die Mistkerle. Oder die Geschafft. Mädels in dem Fall. So. In letzter Zeit, da habe ich mir eine kleine Auszeit gegönnt. Man hat ja auch so viel zu tun hier. Das
Deswegen kann man sich ja mal eine Auszeit gönnen. Na, so, geht doch. Ups. Einer tot? Niemals. Ach, komm her. Blöd, Mann. Ah, das ist wieder nur die Kiste, um das hässliche Gesicht zu verbergen. Okay. Okay, du Herr so. 0928 hat er verzählt. Aber ich müsste eigentlich wieder meinen Cut machen, aber ich mag noch den Code eingeben. Damit ich das nämlich bis zur nächsten Episode merken muss. Ich habe Munition gefunden. Das ist gut. Okay. Dann. Irgendwo muss der sich hier eingeschlossen haben, der Moses. Falls er überhaupt noch lebt, was ich eigentlich eher bezweifle. Ja, das ist mir schon klar mit einer Frachthake. So. Ah ja, hier geht's dann durch. Sehr schön. Das gucken wir uns auch sofort an. Aber erstmal hier nochmal umgucken. Hier ist nix. Nö. Munition für Tommy Gun ist auch immer gut. Ach, nix. Okay. Und hier noch. Und... Gut, dann sind wir hier durch. Ah. Ein Lockpick. Ach, Quatsch. 0... 9... 2... Ah, so funktioniert es dann. Okay. Sehr gut. Da hätte ich bei dem in der ersten Episode auch eventuell noch was machen können. Naja, wie dem auch sei, ihr liebe Leute. Schade, dass ich das verpasst habe. Aber wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Bioshock Infinite Seebestattung Episode 1, beziehungsweise Seebestattung 1 auf Pelzig, wo wir dann hier in das optionale Gebiet reingehen werden. Mal gucken, ob der Moses Leidecker noch lebt. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.